Herzlich willkommen zurück hier bei RetroCache. Sinnlose Let's Plays und heute wieder mal mit einem bisschen anderen Video. Meine Top 5 Free-to-Play-Spiele. Ich habe wieder eine Auswahl aus ein paar Free-to-Play-Spielen zusammengestellt, aus verschiedenen Genres, die ich euch gerne nachher möchte vorstellen. Jedoch, bevor ich das mache, möchte ich zuerst noch in eigener Sache erwähnen, dass ich mich möchte entschuldigen, dass in der letzten Zeit nicht so ein Haufen Videos gekommen sind und da wird wahrscheinlich auch eines der letzten Videos sein, wo das Jahr noch kommt. Der Grund dafür ist, dass ich im Moment nicht so viel vorige Zeit habe und mein ganzes Setup, sprich PC, möchte ein bisschen erweitern, weil ich habe bis jetzt immer noch mit einem Bildschirm und einem Fernseher geschafft und ich möchte eigentlich meinen PC mal auf zwei erweitern, plus natürlich auch die ganze Speicherkapazität erweitern und das Motherboard ist mittlerweile glaube ich auch schon 10-jährig, da müssten auch mal etwas Neues an. So habe ich da noch erwähnt und die Projekte, die ich angefangen habe, die möchte ich natürlich irgendwie dann auch fertig führen, das tue ich jetzt einfach mal so versprechen und ich hoffe, dass ich dann das auch werde können halten. So, dann kommt wir zum eigentlichen Thema. Eben Free-to-Play-Spiele und bevor wir uns die Spiele anschauen, müssten wir da noch rasch erklären, was das sind. Das ist, wie der Name auf Englisch ja schon sagt, das sind Spiele, wo man gratis kann spielen kann, also kostenlos. Das hat natürlich seinen Preis bei den Daten zum Beispiel, die gesammelt werden, aber das ist für mich mittlerweile auch kein Grund mehr, weil alle anderen sammelt eure Daten genau gleich, ob ihr jetzt die Spiele physisch kauft oder ob es Free-to-Play-Spiele sind oder ob ihr euch auf Steam aufhaltet oder im PlayStation Shop oder im eShop oder eure Daten werden so oder so gesammelt. Darum für mich ist da eigentlich kein Argument zum sagen, nein, Free-to-Play-Spiele, Finger weg, das solltet ihr nicht spielen. Das Hauptargument, wo ich würde sagen, Finger weg ist, wenn ihr ein Problem habt mit Spielsucht, weil die Free-to-Play-Spiele sich auch finanzieren dadurch, dass sie Ingame-Shops haben, also sprich, entweder ihr gebt direkt Geld aus, um gewisse Sachen freischalten oder kaufen, oder ihr müsst euch mit echtem Geld eine Ingame-Währung kaufen, mit der ihr euch nachher könnt diverse Sachen freischalten, vielleicht eine zusätzliche Map kaufen, irgendwelche Accessoires, irgendwelche Kleidungsstücke, andere Waffen wie bei Apex zum Beispiel oder zusätzliche Leben wie bei Candy Crush. Und wenn man nicht aufpasst und sein Konsumverhalten nicht so im Griff hat, dann lasst die Finger davon, weil man kann sehr schnell sehr viel Geld ausgeben auf diesen Plattformen. Ich muss sagen, es hat ein, zwei Spiele, dort habe ich auch schon Geld ausgegeben, das war aber nicht in diesen Shops rein, sondern da habe ich ausgegeben, weil die Games, die ich dort mal gekauft habe, noch nicht Free-to-Play sind und das unbedingt spielen, darum haben wir die Spiele dort mal gekauft, da werde ich dann aber bei den jeweiligen Spielen auch sagen. Dann kommt wir jetzt zu meiner Top 5 und die ist so entstanden, dass ich 5 Spiele gesucht habe, die aus unterschiedlichen Genres kommen, also nicht 5 gleiche Spiele, also sprich 5 Shooter und habe die dann quasi gerankt nach meiner Spielzeit. Also in dem Spiel, wo ich am meisten Zeit drin verbracht habe, wird schlussendlich da auf Platz 1 stehen von diesen 5 ausgewählten Free-to-Play-Spielen. Also, würde ich sagen, legen wir los mit Platz Nummer 5. Risk ist quasi eine digitale Form vom Strategie- und Brettspiel Risiko und ist vor 5 Jahren, glaube ich, erschienen im 2020. Ist mehr oder weniger auf allen Plattformen erhältlich und ist ziemlich entschleunigt und kann aber trotzdem spannende Runden bieten, wenn man wirklich gut dran ist und nachher gleich auf einmal voll versenkt wird von den Gegnern. Macht Spaß und ihr seht da Bilder, viel mehr möchte ich zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht sagen. Dann mein Platz Nummer 4 ist wahrscheinlich eines der Free-to-Play-Spiele schlechthin. Und zwar Fortnite. Ich hätte da gerade sogar können Apex anpacken, aber Fortnite spiele ich ein bisschen lieber. Und zwar halt, wie man auch Solo kann spielen, was bei Apex halt meistens nicht so der Fall ist, weil man dann meistens E-Squads mal ansieht. Ist ein klassischer Shooter. Noch bei Fortnite hat es noch Bauelemente. Ich spiele zwar meistens ohne Bauen und bin auch nicht gut drin, aber ich spiele gleich gern zwischendrin einfach einmal eine Runde zum Türen lüften, zum Kopf abschalten und gegen die jungen Spieler, die da Stunden drin verbröteln, habe ich eh keine Chance, aber wie gesagt, zwischendrin einfach mal wieder eine Runde rumballern, das geht halt auch immer.
Mein Platz 3 ist Fast Penguin und das ist ein relativ frisches Spiel, das ist glaube ich knapp seit einem Jahr draußen, ist von Anfang an Free-to-Play gewesen und ist quasi ein Fundcard Racer, einfach mit Pinguinen, wo ihr da quasi den Hügel abfahrt und eure Gegner müsst abschiessen und angreifen und ja, dann so viel Stoßen sammeln und kommen mit den Spezialfahrzeugen über und ja, müsst einfach als erstes im Ziel sein und Fun Racer, wenn sie noch gratis sind und auch noch Spaß machen, so wie es Fast Pinguin, die gehen auch immer. Und wenn das Spiel nicht erst ein Jahr draußen wäre, könnte es durchaus sein, dass da in meinem Ranking rein vielleicht auch ein bisschen höher wäre. Was auch noch erwähnenswert ist bei dem Spiel, ist die Ingame-Währung, die ich vorher erwähnt habe, die ihr euch mit echtem Geld könnt kaufen. Da könnt ihr in dem Spiel natürlich auch, aber ich sage so, mit 10 bis 15 Stunden habt ihr euch die Ingame-Währung auch erspielt, um den nächsten Season Pass können kaufen. Und eben, wenn euch ein Spiel Bock macht, dann sind 10, 15 Stunden in einer Season nichts, also ziemlich fair in meinen Augen. Mein Platz Nummer 2 wäre Fall Guys, ist auch 2020 rausgekommen, wie Swisk, aber ist dort mal noch nicht Free-to-Play gewesen, darum habe ich die 20 Stutz, was dort mal gekostet hat, glaube ich, Tank genommen und seitdem habe ich auch den Season Pass und ja, der Season Pass ist auch immer am Laufen, weil wenn ihr den Season Pass habt, dann könnt ihr euch auch die Ingame-Währung freischalten und habt auch immer ein bisschen etwas drüber, damit ihr auch sonst mal noch etwas im Store for free, bös gesagt, könnt kaufen, also wenn ihr euch genug Punkte natürlich freispielt und es ist halt ein Battle Royale Takeshi Castle, wo noch gegen andere Spieler online spielt und es macht einfach Spaß und Fun und das ist auch eines von diesen Spielen und ich sage es jetzt halt nochmal, wo da geht halt immer. Da sehen Sie da. Und mein Platz Nummer 1, Rocket League, ist seit 2015 draussen, also schon 10-jährig mittlerweile und es macht einfach Spaß. Ein Fußballspiel mit Autos, wo man halt quasi mit dem Auto mit den Ball ins Goal bringen und da ist auch eins, da geht immer, da kann man online spielen, man kann es allein spielen, man kann es mit Kollegen spielen, man hat verschiedene Spielmodi, wo man auch quasi wie Eishockey oder so etwas drin spielt und es macht einfach Spaß und Fun, wenn man nicht gerade allzu schlecht ist. Ich bin sicher nicht super gut, aber ich bin immer irgendwo zwischen Gold und dem herschwappen, je nachdem wie viele Leute das gerade spielen und ja, da wären meine Top 5 Free-to-Play-Spiele gewesen. Schreibt mir doch eure Top Free-to-Play-Spiele da unten rein, vielleicht findet ihr noch eins, wo man in Zukunft noch die Wintertage, die langen dunklen Tage jetzt dann noch ein bisschen versüßen und da wäre es eigentlich gewesen. Somit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, sind ihr da wieder dabei gewesen. Lasst doch ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.